Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein übler Gauner steht heute vor dem Herrn Amtsrichter. Der Fall gewährt einen Einblick in die Abgründe der menschlichen Seele. Mein Geschäft ist ehrlicher Wirt, die Gerechtigkeit. Magst du mal trinken, Bliniger? Der Kerser. Na, sauf deinen Trick selber. Ja, ja. Der Schnaps und die Gerechtigkeit, die zwei gehören zusammen. Da gibt's gar nichts zu lachen, Angeklagter. Haben Sie denn vor nichts Respekt, nicht einmal vor der Majestät des Todes? Warum? Der Tod ist ja mein Geschäft, da kenne ich keinen Spaß. Bloß gehen tut nichts mehr. Hochzeitslader, Totengräber, Säufer und Trickbetrüger, das ist ein bisschen viel auf einmal. Aber es gelangt doch nicht. Bei uns ist allerweise immer zu kurz. Drücken Sie sich gefälligst vor Gericht ein bisschen anständiger aus. Es geht nichts mehr. Da schauen Sie selber, ich hab meinen Kalender dabei. Seit Michele ist in der Pfarreikirchzell niemand mehr gestorben. Ja, wir haben eine viel zu gesunde Luft. Und einen zu tüchtigen Totengräber. Bei dem Geschäft da nützt die ganze Dichtigkeit nichts. Da schauen Sie. Der letzte, das war die Fimbachnandl. Am 28. September. Und heute schreiben wir März. Keine Einnahmen mehr. Seit Michele. Da haben Sie ganz einfach selber einen Todesfall konstruiert. Na, ich bring doch niemanden um. Es ist niemand mehr gestorben. Ja, eben, gerade deswegen haben Sie nachgeholfen. Wenn niemand mehr stirbt in so einem kleinen Dorf und niemand mehr heiratet, Herr Rat, nachher haben wir Geschäftsleute keine Mark Einnahmen mehr. Keine Mark. Am meisten gespürt ist der Schreiner, der Schneider, ich und mein Weib. Sogar der Herr Pfarrer. Ja, und der Gast wird ja gespürt auch noch. Deswegen fällt aber doch keinem von denen ein, einen solch unverschämten Betrug zu inszenieren, wie er Ihnen vorgeworfen wird. Da fehlt's weit, mein Lieber. Solche Sachen kommen auch im Bezirk am Geistbach selten vor. Nicht oft, nein. Ja, aber schauen Sie, der schöne Herbst, gell? Und gleich darauf der milde Winter, das ist ganz schlecht. Das Wetter muss wechseln, nachher geht was. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Der Mensch redet vom Sterben wie andere von Ackerbau und Viehzucht. Na ja, wenn's Wetter nicht will, nachher ist nichts da nicht und da nicht. Reden wir nicht lang rum, um wieder zu Geld zu kommen, haben Sie in betrügerischer Absicht die alte Frau Wiesmeier, Austragsmutter von der Wies, 87-jährig, einfach für tot erklärt und haben die Verwandten der angeblich Verstorbenen zum Begräbnis und zum Kirchgang geladen. Geben Sie das zu? Natürlich. Ja, ich bin ja nicht bloß Totengräber. Ich bin ja ein Leichenbitter und Hochzeitslader. Und geheiratet hat auch kein Mensch. Das genügt. Dankeschön. Wenn niemand mehr heiratet und niemand mehr stirbt, der Pfarrer, der Mesner und das Totenweib verdirbt. Sehr schön, ja. Der Angeklagte ist so gut wie geständig. Herr Staatsanwalt, bitte Ihr Plädoyer. Hohes Gericht. Herr Amtsgerichtsrat, ich lege Protest ein. Mein Mandant hat nicht in betrügerischer Absicht gehandelt. Was wollt's denn noch, Herr Doktor? Der Angeklagte hat gestanden. Nicht die betrügerische Absicht. Er hat lediglich den Sachverhalt nicht bestritten. Er hat in seiner Eigenschaft als Leichenbieter, was heißt als berufsmäßiger Trauerbote, den Verwandten die Todesnachricht mitgeteilt. Und zwar den Verwandten der nach seinem Wissen und Glauben wirklich verstorbenen Wiesmeier Mutter. Ich mache das Hohe Gericht darauf aufmerksam, dass der Verteidigung Zeugen zur Verfügung stehen, die ein damals im Dorf umlaufendes Gerücht vom Ableben besagter Wiesmeier Mutter bestätigen können. Schließlich hat mein Mandant die Verwandten zum Begräbnis geladen, wie es seine Pflicht erforderte. Das ist sein Beruf. Von Betrug kann also gar keine Rede sein. Die Wiesmeier Mutter war aber nicht gestorben.
Sie erfreut sich heute noch bester Gesundheit. No, es war eben ein Irrtum. Der Angeklagte ist freizusprechen. Hohes Gericht. Der Herr Rechtsanwalt bezweifelt den Hauptpunkt der Anklage. Das ist sehr merkwürdig, denn der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Er hat die Lüge vom Ableben der Frau Wiesmeier in betrügerischer Absicht, das heißt, um ungerechtfertigt Geld herauszuschlagen. Und unter Ausnutzung seines traurigen Berufes hat er diese Lüge von Haus zu Haus getragen und dafür nach altem Brauch ein Trinkgeld von jeweils 1 bis 2 Mark bezogen. 2 Mark? Nicht einmal 20 Pfennig hat er jeder hergegeben. Insonderheit dieser abscheulichen Tat, mit dem Tode ein betrügerisches Geschäft gemacht zu haben, beantrage ich eine hohe Strafe von mindestens 2 Jahren Gefängnis. Noch ist nichts bewiesen. Noch stehen wir am Anfang der Beweisaufnahme. Das Plädoyer des Herrn Staatsanwaltes scheint mir entschieden verfrüht erfolgt zu sein. Bitte, Herr Doktor, wenn Sie unbedingt dem Königlich Bayerischen Amtsgericht die Zeit stehlen wollen, Sie sollen Ihre Beweise bekommen. Da werden Sie aber scharf. Angeklagter, durch wen haben Sie das Ableben der Bäuerin erfahren? Ich? Ja, Sie. Durch wen? Mein Kirche erfahrt mir alles. Von wem? Nennen Sie uns endlich einen Zeugen. Man hat euch geredet davon. Ist es denn nicht üblich, dass die Hinterbliebenen Ihnen eine Mitteilung und damit sogar einen Auftrag zugehen lassen? Das braucht's nicht. Wenn jemand stirbt, nachher sind wir schon da. Ich und mein Weib. Weil sie ist nämlich die Einmacherin. Einmacher? Ja, ich weiß, das ist die Totenfrau. Ja, als solche hat sie sich doch gleich ins Trauerhaus zu begeben. Da hätte sich doch der Irrtum sofort aufklären müssen. Ja, da war ich schon fort. Ja, warum hat sie sich nicht zurückgeholt? Mei, bei uns arbeitet jeder für sich selber. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie mein Weib kennen taten, nachher taten Sie es schon verstehen. Man gestatte mir den Hinweis, die Ehe des Angeklagten ist nicht die beste. Die Wiesmeier, die haben eine weit verzweigte Verwandtschaft. Das sind 38 weitschichtige Adressen. Bitte schön, Herr Rat, da schauen Sie her, das ist die Listen von der Wiesmeier Verwandtschaft. Geht das doch das Heftel da weg. Warum haben Sie denn das Grab nicht ausgeschaufelt? Das ist doch das Wichtigste bei einer Beerdigung, ein offenes Grab. Naja, das wollte ich doch am Begräbnistag in aller Herrgottsfrühe machen. Aber da hab ich's nachher schon gewusst, dass die Wiesmeier Mutter wieder nicht gestorben ist. Und was, Herr Rat, wäre ein Grab ohne Leiche? Ruhig. Und ein Geständnis wollen Sie nicht ablegen? Nein? Ja, was soll ich denn einstehen? Irren ist menschlich, Herr Rat. Herr Wachmeister, rufen Sie mir die Zeugin Amalie Wiesmeier herein. Die Zeugin Amalie Wiesmeier. Jawohl. Geh weiter, Ruckenüber. Die stinkt ja gleich so nach Schnaps. Bauernstolz dummer. Ich pack einmal in jeden von euch in seinen Sarg. Geh, Franziska, schrei doch nicht so. Wir sind doch da am Gericht. Ja, sperrt uns so gerade ein. Sperrt uns halt 2 rein. Wie mein Versuch von Holland und mein Versuch von... Ich hab nichts dagegen, mir ist recht. Na, habt's uns los. Na, kann euch nicht mehr eingraben. Na, habt's immer Angst, wenn's uns seht. Die Zeugin Wiesmeier Amalie. Hier? Kommen wir zur Vernehmung, beide. Amalie, sag die Wahrheit, gell? Darf nur richtig nicht im Bazi. Es gibt heute eine Gaudi. Beeinflussen Sie die Zeugin nicht, Lüninger. Das mögen wir nicht. Ich hab mir nichts zu Schulden kommen lassen, meiner Lebtag nicht. Ich hab an jeden mit der gleichen Trauer in seine Truhe gelegt, ob arm oder reich. Und ich hab für den jeden sein Sachbett. Ja, und einen Rausch hast du auch gehabt bei der Beerdigung. Ihre Schwiegermutter war weder krank noch unpässlich. Na, die ist pumperlgesund. Die ist mit ihren 87 Jahren noch besser beieinander wie Sie oder ich, Herr Richter. Das ist aber sehr erfreulich. Ja, der fehlt nix. Die überlebt uns alle miteinander. Und Sie haben auch keine Ahnung, wer dieses Gerücht von Ihrem plötzlichen Tod in die Welt gesetzt haben könnte? Na, da hab ich nix gehört. Oder wer könnte Ihrer Meinung nach ein Interesse an Ihrem Tod gehabt haben? Okay, was heißt denn da Interesse? Ja, ganz richtig. Was heißt da Interesse? Eine andere Frage. Wie hat denn die Einmacherin reagiert, wie sie die vermeintliche Leiche noch frisch und lebendig angetroffen hat? Einmacherin, ja, die ist ja nie zu uns gekommen. Wir haben überhaupt nichts gewusst bis zu dem Freitag in der Früh, wo die ganze Verwandtschaft dahermarschiert ist. Interessant. Ja, das genügt mir an sich schon. Nur noch so nebenbei, wie hat denn eigentlich die alte Frau den Schrecken überstanden? Oh mein Herr Richter, das wird so ein Gaudi gewesen sein.
Bis in der Früh um 8 Uhr waren ja schon 3 Dutzend Kirchgänger bei uns im Haus. Lauter Vettern und Baseln. Und alle im schwarzen Gewand und mit dem Gesicht, als wenn's wirklich einer möchten. Die erste ist die Wimmerin gewesen, von Wim, ein weitschichtiges Basel. Ja, geh, Handmutter, mein aufrichtiges Beileid, sagt's, wie's zum Ausziehen kommt, weil ich hab grad hingefuttert. Ja, hab mir jetzt gedacht, was bedeutet jetzt das? Und da kommt grad Mutter von der Haustür raus zu mir in den Hof, indem mir das Hinfuttern heut noch eine rechte Freude macht. Jetzt hätten's die Wimmerin sehen sollen. Mariam Josef schreit's, bekreuzigt sich, die Toten stehen auf. Ja, und dann ist ganz weiß geworden. Justament kommt der Wim Bassinger mit seiner Bayerin vorbei. Das ist ein Schwager von meinem Mann und ein empfindlicher Mensch, den noch nie hat einer lachen sehen. Sie, der Mann war plötzlich wie ausgewechselt. Zuerst todernst und nachher nix, als lauter Lachen. Nicht schlechter. Ja. Aber um auf meine Frage zurückzukommen, wie hat denn die Schwiegermutter diesen üblen Scherz hingenommen? Ist sie nicht zu Schaden gekommen durch den Schrecken? Mutter, na, die hat sich weiter nichts draus gemacht. Ja, das ist schön, hat's gesagt. Jetzt erlebe ich sogar mein eigenes Begräbnis auch noch. Bleibt's da, hat's gesagt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, hocken wir uns in die Stumm rein und trinken einen Kaffee. Aha. Und die Verwandten alle, die haben sich diesen merkwürdigen Scherz auch so ohne weiteres gefallen lassen? Na, geschimpft haben wir schon. Und wir. Und angezeigt haben wir den dämischen Hochzeitslader sowieso. Ja, sie, an dem Tag ist aber dann noch recht lustig geworden. Ein ganz Faselmost haben wir rausgesucht. Dankeschön, Dankeschön. Herr Wachtmeister? Herr Vorsitzender, darf ich eine Frage an die Frau Zeugin richten? Ja, bitte? Frau Zeugin, hat der Angeklagte sich entschuldigt? Wenn nicht bei Ihren Verwandten, so doch wenigstens bei Ihrer Schwiegermutter. Ja, was heißt da um Verzeihung bitten? Der ist ja nicht einmal gekommen. Aha, danke. Keine weiteren Fragen. Bitte. Den Zeugen... Auch ich habe an die Zeugin einige Fragen zu stellen. So, Sie auch? Ja, nur zu, wir haben ja Zeit. Eben. Frau Zeugin, wie alt ist jetzt Ihre Schwiegermutter? 87? Und wie lange schon verzehrt sie Ihren Austrag? No, heuer sind's 30 Jahre geworden. Nur noch eine Frage, Frau Zeugin. Haben Sie nicht schon öfter davon gesprochen, zu Ihnen vertrauten Personen natürlich, und es auch bedauert, dass Ihre Frau Schwiegermutter so gar nicht sterben kann? Was ich? Ja, wer hat denn jetzt die Gemeinheit aufgebracht? Der Haderlum vielleicht? Na, nix da, Herr Advokat. Von Herzen vergunn ich der Mutter, das bis ein Leben von mir aus magst noch 25 Jahre leben und keiner soll sagen, ich hätte ihr einen Tod gewünscht. Ja, danke. Ich der Mutter einen Austrag schuldig bleibt, das war ja noch schöner, nicht wahr? Das war gut. Herr Wachtmeister, kann ich jetzt oder haben Sie noch was auf Lager? Nein, danke, ich hab nichts mehr. Gut. Den Zeugen Pleninger. Der Zeuge Plininger, Johann. Jawohl. Ja, glauben Sie vielleicht, Mutter, mit Ihren 87 Jahren war noch so lebfrisch beieinander, wenn sie bei mir schlecht geht hat? Sehr richtig, aber liebe Frau, das vergessen wir jetzt für einen Moment. Gell? Ja, sowas vergisst sie aber nicht. Ich bin doch nicht am Gericht und lass mich schlecht machen. Und schließlich, wenn er mit solchen Boshaftigkeiten kommt, dann brauchen wir das ja nicht. Der Zeuge Plininger, Johann, Ökonom von Aufkirchen. Danke. Grüß Gott, Herr Rat. Grüß Gott, Herr Plininger. Grüß Gott. Herr Plininger, wie der Angeklagte bei Ihnen aufgetaucht ist Ihnen da gar nichts Verdächtiges aufgefallen? Nein. Nein? Er hat absolut glaubwürdig gewirkt? Nichts hat auf eine betrügerische Absicht hingedeutet? Geh, wer denkt denn bei einer Beerdigung an sowas? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn man den Tod schon nicht mehr glauben dürft? So ein abtrates Lumperstiegel kann ja bloß Erm da einfallen. Den Oberbazi von Kirchzeit. Herr Rat, der Kerl hat einmal gescheit gestraft. Als Hochzeitslader ist er nicht viel besser. So, hat er den gleichen Trick bei einer angeblichen Hochzeit auch schon mal angewendet? Ja, das nicht. Aber mir hat er voriges Jahr in aller Öffentlichkeit die Ehe abgesungen, mit seinen gescherten Schnatterhüpfen. Aber eine Hochzeit muss ja lustig sein. Muss ich mir das gefallen lassen, dass in meiner Milch drin mehr Wasser drin wäre, als wie ein Wirt sein Bier? Ja. Der Mann versteht überhaupt keinen Spaß. Leute wie du, Plininger, die kehren nur auf einen Leichentrunk, aber niemals auf eine Hochzeit. Sie sind jetzt still zur Sache, Herr Zeuge. Wie hat sich der Angeklagte bei der Übermittlung seiner Trauerbotschaft benommen? Schlecht. Oh. Er ist ja bereits besoffen angekommen bei uns. Ja, dann hat er bei uns noch ein paar Gläser Schnaps getrunken und dann hat er gefragt, ob er über Nacht bleiben kann. Ja, sag ich, im Roststall draus. Wenn die Knecht nichts dagegen haben. Na ja, um 4 Uhr war er dann schon wieder dahin.
Haben Sie keine Fragen gestellt, woran zum Beispiel die alte Wiesmeier-Mutter so plötzlich gestorben sein könnte? Hm? Naja, er hat gesagt, über die Stiegen ist runtergeflogen und da hätt's der Schlag getroffen. So. Ja, und gleich darauf hätte sich der Tote zugeschlagen. Dankeschön. Setzen Sie sich, Herr Zeuge. Herr Wachtmeister, die Zeugin Maria Federl. Die Zeugin Maria Federl, jawohl. So, Angeklagter, jetzt kommen Sie mal her. Jetzt erzählen Sie uns, woher haben Sie denn eigentlich diese ganzen Einzelheiten gewusst? Jetzt reden Sie. Hm? Mein Herr Richter, gefühlsmäßig. Das ist alles Eingebung. Nach 13-jähriger Berufserfahrung, da kennt man seine Praxis. Sie sind aber halb bockig, mein Lieber. Ich habe Sie viel geständnisfreudiger in Erinnerung. Ja, mei, alle Tag ist mir nicht gleich. Hier reden Sie nicht so saudern daher. Irgendwelche Fragen, meine Herren? Nein. Gut, dann setzen Sie sich wieder hin. Zeugin Maria Federl, Privatierswitwe von Oberlotzbach. Grüß Gott, hohes Gericht. Grüß Gott, Frau Zeugin. Frau Zeugin, kennen Sie den Angeklagten? Ein Bastel überall ist sie von Kirchzeit und Frale, den kennt ihr auch jetzt. Er ist heute wegen Betrugs hier. Trauen Sie ihm einen Betrug zu. Überlegen Sie ganz ruhig. Dem Spitzbuben traue ich allerhand zu. Stellen Sie einer vor, Herr Richter, wie er mir die Trauerbotschaft von der alten Wiesmeier-Tante ins Haus bringt. Ich hab's natürlich geglaubt, aber wer denkt denn an sowas? Da bin ich gleich zu meiner Näherin und hab mir ein neues schwarzes Gewand machen lassen. Mit Stoff und Macherlohn 18 Mark. Ich hab die Rechnung dabei. Und für was? Für nix und wieder nix. 18 Mark? Die muss man ja sitzen. Ja, da werden Sie wenig Glück haben, Frau Zeugin. Ein leerer Brunnen gibt kein Wasser. Außerdem... Ja, und dann erst der Schreck. Da dürfen wir ja noch ein Schmerzensgeld auch kriegen. Wie er in der Stube beim Wiesmeier die Frau Tant mitten unter der Verwandtschaft sitzen sieht. Ja, mir trifft der Schlag. Alle guten Geister loben Gott, den Herrn. Statt dass die Tant im Sarg liegt, trinkt sie Kaffee. Ja, Ruhe. Dankeschön, Frau Zeugin. Nimm es bloß. Hei. Angeklagter, wollen Sie uns nicht die Person nennen, von der Sie das Ableben der Austraglerin erfahren haben? Mei, das weiß ich heute nicht mehr. Ich habe ja sonst ein gutes Gedächtnis, aber im Augenblick konnte ich den Namen nicht nennen. Aber gehört habe ich's. Was haben Sie gehört? Also das stimmt noch, wenn ich mich nicht irre, nicht wahr? Das stimmt noch war's. Der? Ja, es kann ja auch möglich sein, dass ich mich täusche, gell? Aber es kann genauso gut sein, dass der hochwürdige Herr Pfarrer selber gewesen ist. Ja, also, so ganz genau habe ich die Stimme ja nicht kennt. Ich war nämlich noch im Bett gelegen, gell, und habe das Fenster offen gehabt. 6 in der Früh war's, auf einmal höre ich eine Stimme durchs Fenster schreien. Dirgel, höre ich die Stimme, die Wiesmeier-Mutter ist gestorben. Denk an die große und reiche Verwandtschaft. Da darfst du gleich auf den Weg machen. Dann war die Stimme verschwunden. Ah, ja. Ich bin natürlich sofort aus dem Bett rausgehupft, gell, und eine Freude hab ich gehabt. Na ja, das ist ja auch nicht zu verwundern. Seit Michele kein Trauerfall mehr. Jawohl, der Herr Pfarrer ist gewesen. Ich bitte um die Einvernahme einer wichtigen Zeugin, deren Aussage das Bild noch wesentlich abrunden wird. Die Frau Wirtin von Kirchzell. Ist das Ihr Ernst? Ja, leider, ich muss darauf bestehen. Na gut, dann setzen Sie sich wieder hin. Ja, dann. Wachtmeister, die Wirtin. Immer der Staatsanwalt. Die Verteidigung hat nur eine einzige Zeugin bestellt, die Ehefrau des Angeklagten, Frau Franziska Waschtelhuber, geborene Gochgeisel. Auf ihre Aussage kann ich nicht verzichten. Ja, aber das sind doch alles Zeugen, die nichts wissen. Himmel, Donnerwetter, noch einmal. Aber das Königlich Bayerische Amtsgericht hat ja Zeit. Die Frau Wirtin Monika Schecks von Kirchzell. Bitte? Grüß Sie, na gut, Herr Rat. Jetzt Frau sind Sie aber schon lange nicht mehr auf Zeugin, Kirchzell was gekommen. wissen Sie, beziehungsweise was halten Sie von unserem heutigen Angeklagten? Aber ganz kurz, bitte. Von Malisi. Das ist ein guter Gast, wenn er Geld hat. Und wenn er keins hat? Na, ist er weniger gut. Da trinkt er sein Bier auf Pump. Steht er öfters in der Kreide? Meistens, ja. Wie hoch? Ja, das ist ja so. Seit einem Jahr haben wir zwar einen Vertrag gemacht. So. Wir lassen die Schuld nicht mehr über 5 Merkel steigen. Stehen die 5 Mark an, kriegt er keinen Tropfen Bier mehr. Bis er die Schuld nicht zahlt hat. Da war er selbst damit einverstanden. Und wann war er Ihnen zuletzt 5 Mark schuldig? Ja, so
Mitte Februar. Er hat aber auch keinen Tropfen Bier mehr gekriegt. So, und heute hat er keine Schulden mehr bei Ihnen? Nein, seit die Gaudi mit der Wiesmarin war, da hat er alles gezahlt. Da muss er kein schlechtes Geschäft gemacht haben. Weil heute zahlt er auch noch alles bar. Dankeschön, Frau Zeuge, danke. Sie können sich setzen, ja. Und Sie, Angeklagter, wollen Sie immer noch behaupten, die Stimme des Herrn Pfarrers gehört zu haben? Ja, ich hab ja gesagt, wenn ich mich nicht irre. Es kann genauso gut die Stimme von der Kirche gewesen sein. Ruhe, oder die Stimme von der Frau Wirtin, ja? Ich glaube ja durchaus an Ihre innere Stimme, aber die hat Ihnen nicht von heiligen Dingen geflüstert, sondern höchstens von einer frischen Maß Bier. Na, geben Sie es heute endlich zu. Also, Herr Rat, vom Bier habe ich noch nie geträumt. Vom Durst schon eher. Na, also, das genügt. Die Beweisaufnahme ist geschlossen. Der Angeklagte war geständig. Bitte die Plädoyers. Ich bestehe auf der Aussage der Ehefrau des Angeklagten. Halleluja, was wollen Sie denn mit der? Sie ist die einzige Zeugin der Verteidigung. Sie machen's mich nicht grantig. Das sage ich Ihnen. Der Fall ist doch erledigt. Halten Sie ein kurzes Plädoyer, ist mir lieber. Später. Zunächst bitte ich um eine einzige Entlastungszeugin. Aber selbstverständlich, Herr Wachtmeister, bitten Sie die Dame herein. Die Gerechtigkeit erfordert es. Diese Advokaten. Ich danke im Namen der Gerechtigkeit. Herr Rat, meiner Alten darf es aber nicht alles glauben. Sie bleiben sitzen! Kein Mensch hat Ihnen das Wort erteilt. Die Zeugin Franziska Wastelhuber, Endmacherin von Kirchzell. Gut, Herr Richter, ich hab nicht viel zum Sagen, aber einen Wunsch hätte ich. Sperrt den da ruhig etliche Wochen ein und die Debatte ist nicht schade. Erstens einmal fälle das Urteil ich. Und zweitens machen Sie den Mund nur auf, wenn Sie gefragt sind. Ja, sieh, der versaftet nicht nur sein Geld, sondern auch noch das meinige. Bis ich einmal trinke, saftet der schon 3. Haben Sie von der Wiesmeier-Geschichte was gewusst? Nein, ich habe nichts gewusst. Aber das hat sich ganz allein ausgedacht. Und da habe ich gleich gesagt, das geht nicht gut aus. Danke. Bitte. Da haben Sie Ihre Zeugenaussage. Sie hat mir's ja angeschafft. Was hat sie? Angeschafft hat's mir's. Sie da. Und heute macht's mir so. Stimmt das? Ja, hätt's mir heute heftig geben, wie es ausgemacht war. Aber du bist ja so schlecht und betrügst dein eigenes Eheweib. Sauber. Ein feines Paar. Mein Herr Rat, es war ja nur ein Spaß. Und ein bisschen Spaß ist doch überall erlaubt, ne? Nein, eben nicht. Es gibt Grenzen, die muss man einhalten. Hätten Sie wenigstens auf eine erfundene Hochzeit geladen, hätte man lachen können. Hätte es vielleicht Bewährung drauf gegeben. Aber so nicht. Oh mein Herr Rat, dass einer stirbt, das glaubt Ihnen ein jeder. Aber dass einer so dumm ist und heiratet, das glaubt Ihnen nicht ein jeder. Ich weiß nicht, ob das Urteil nicht zu milde war. Ja, sicher, der Kerl hat mich sehr geärgert. Aber was hätte es geholfen, wenn ich ihm 2 Jahre aufgebrummt hätte? Aus dem Totengräber wird kein anderer Mensch. Der hat uns 2 Monate auch. Wo ist der? Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser Herr Amtsgerichtsrat niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz all der Armut und der kleinen Vergnügen. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu solchen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.